Guten Abend bei Dickrich TV. Haut mal nees aus dem Bistro 46 am Turm, wo se den Amment schon ganz op Halloween gestalt sind. Direkt nief dem Bistro am Cinescala do ass den 20. November e gräseren Event fir de Lancement vun der Orange Week, déi op Gewalt gin Fraen opmerksam mecht. Am Mittelpunkt vun dem Ganzen steht der Film Ordalen, eng Lützeburger Produktion, die sech u Geschichten aus Lützeburger Frauenhäuser inspiriert. Wie hun die zwei Kreateuren hanner dem Film am Vierfeld am Kinoheit zu Dickrich getroffen. Den Eric Laman und Lynn Ray haben sich auf der London Film School kennengelernt, sind ein Koppel gehen. Zonder dat sie in Studium auf Lützeburg kommen sind, schaffen die zwei auch zusammen nur Kurzfilme. Lynn ist dabei für die Kamera zuständig, den Eric für die Regie. Für 5 Jahre haben sie angefangen, auch zusammen zu schreiben. Film Ordalen über häusliche Gewalt, den im Oktober in der Kino noch gelaufen ist. Eigentlich hat der Stoff aber viel mehr frei angefangen. Das also sech hatte mir un ganz am Anfang un dem ganz andere Projekt geschafft. Dat war echt Thriller, also gonnet dat nämlichlecht. An vun de Personagen, vun de Frauenpersonagen hat eng Backstory iwwer häuslich Gewalt, a fir Recherchen, iwwer dat Thema zimmer simmer Frauenhäuser kontaktiert, an wie an de Frauenhaus gangen, an wie man du an d'Haus ragange sinn. Also eier ma ragange sinn, hummer is firstalt, dats dat immens gro ass do bannen, dass es ganz schwer ass fir d'Frauen, wat joch stimmt, dass es schwer ass fir d'Frauen, an das kann er traurig sinn. Also wir hatten so ein schwarz-weiß Klischeebild vun engem Heem, vun engem Foyer am Kap, a wie mir rakom, sie war komplett absannecht. Ça va un peu mieux? Oui, merci. C'est votre mari qui a apporté vos affaires. Vous voulez que je le fasse entrer? Non. Je connais un endroit où vous serez en sécurité. C'est un lieu que pour les femmes. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Et je vous présente Emma. Elle habite au premier et certaines d'entre vous l'ont peut-être déjà rencontrée. Bienvenue à la maison, Emma. Merci. Je suis dans des foyers depuis mes 5 ans. À chaque fois qu'une nouvelle arrive, ça perturbe la maison. Il faut du temps, c'est tout. Entgehend ihre Vorstellungen war das Frauenhaus ziemlich liebig, mit vielen Kanner, die friedlich gespielt haben, mit starken Frauen, die voller Hoffnung auf ein besseres Leben waren. Und das hat die zwei Filmschaffenden so fasziniert, dass sie direkt nach ihrer ersten Visite dezidiert haben, einen Film zum Thema häusliche Gewalt zu machen. Es soll der Film sein, den Hoffnung gibt, so wie sie es am Anfang verspürt haben. What we felt and what we saw, we needed to express that in a short form on the screen. So if you actually look at the film, you'll see a lot of sunlight. You'll see light everywhere, you will see softness, you will see tenderness, and the colors are rich. But that's because we needed a short form to explain this feeling that we saw in real life, that you cannot tell within that period of time. Wir haben noch mit den Assoziationen geguckt, mit den Frauenhäusern, mit denen wir kollaboriert haben, dass ganz viel vom Interieur, was da am Film sieht, auch die Spielsachen von den Kannern, all die Sachen kommen teilweise aus den Foyern, weil die einfach eine andere Part haben. Die existieren seit 10 Jahren, dass einfach die Kusch schon benutzt, die Spieler sie wirklich schon benutzt. Wir schaffen wirklich an der Realität. Und die Idee ist es für den Publikum zu weisen, was das wirklich die Realität von seinem Foyer. Je fais ce travail depuis longtemps. Je vois des choses. Et là, qu'est-ce que tu vois? Je vois une femme qui essaie de rester à flot, mais qui n'arrive pas encore à lâcher le poids qui la tire vers le bas. Aus den vielen Geschichten, die Lynn und den Erik am Frauenhaus zusammengedrohen haben, sind auch 4 Hauptpersonagen entstanden, ein davon gespielt von einer Frau, die auch selber mit häuslicher Gewalt konfrontiert war. Sie aber war nicht die einzige, die bis zum Thema Gewalt heranbringen konnte, weil alle Beteiligten schon mal Gewalt an ihrem Umfeld erfahren haben. Gewalt für alle gegenwärtig, das müssen sich bewusst sein, sagt Lynn Ray. Every one of the actresses had something that they brought to the film, an experience that they brought to the film. Eric brought something to the film. I brought something to the film, from our lives, from our family. This sensitivity that we brought, I think, made it a safe space for all of us
and it made it into the film. Violence is everywhere. It's unfortunate but true. Violence is everywhere, and if we don't talk about it, you don't know it is there. Am Film Ordalen, den zurzeit am Cine Scala lebt, ginn da noch all Formen vu Gewalt ugeschwart. Psychisch, physisch an Sexualgewalt. Gewalttätig Szenen am Film ginnet allerdings kein. Den 20. November soll Ordalen zu Dickrech auch am Kader vun der Orange Week gewesen gin, mat durchschließender Table Ronde, wo ënner anderem die betraffe Schauspielerin aus dem Film wirkt, a Leiit die Terrain schaffen. Well doch Dir durun deelhuelen, da kann Dire gratis Ticket aufrufen, iwwer die Mailadresse info@cinescala.lu oder iwwer den Telefon 28 11 98 1. An den nächsten 5 bis 10 Jahren wird sich Dickrech stark verändern. Nicht nur soll das ganze Zentrum neu gestaltet gehen, auch wird die Mobilität an der Stadt neu organisiert gehen. Für rund 3 Jahre wird der nationale Mobilitätsplan für die Nordstadt schon eine erste Kehr zu Dickrech präsentiert gehen. Ein Gespräch zwischen dem aktuellen Chefrat und der neuen Minister wird den ersten Entwurf für Dickrech dann am Laufe dieses Jahres überschafft und verfeinert gehen. Das Resultat: Dat konnten Bierger an enger Informationsversammlung wie letzte Woche an der Seerei vorgestellt. Am Mai 2021 hatten Ministerin Thurmeser Bausch sowie die 5 Nordstadtschafferät Mobilitätskonzept Leitbild Nordstadt 2035 eng allerrechte Kehr am Cine Scala vorgestellt. Eng strategisch territorial Vision für die ganze Nordstadtregion, bei der Mobilität ein großes Rolle spielt. Aber nur de Gemengener Landeswahlen waren op emol sowohl op Regierungsniveau wie auch an der Gemeng aner Leitung Ruder. Den neuen Dickrecher Schafferrot huet Verschiedenes aus dem nationale Mobilitätsplan Nordstadt 2035 vorgestellt an ass dabei net op darf Ohren bei der neuer ministerisch gestoß. De letzte Montag konnte ihm nur den adaptierte Mobilitätsplan für Dickrech vorgestellt gehen. Für mich ist es wichtig, an allem, was wir machen, dass ich da an der Diskussion möchte. Dass ich sich da hinsetzt, dass ich guckt, wo direkt schon nach wo müssen Sachen verbessert gehen, dass ich das wirklich, dass ich sich versteht. In den anderen, und ich denke, das auch nicht mehr so, wo ich weiter kann dafür schaffen. Dafür bin ich auch wirklich ganz, ganz froh, dass wir da konnten so konstruktiv zusammen schaffen, an den Bedenken von der Gemeinde, diese als mal auf den Weg gehen, für konnten da Lösungen zu finden. Dafür sind wir den neuen Teil, für ich die zu präsentieren. Wie doch wisst, hat man die ersten Talschen von diesem Jahr ein neues Projekt gestartet, ein Projekt Hashtag Neu Dickrech. Die Leute, Bürger sollten sich ihre Meinung sagen, wie unsere Stadtkern Zukunft soll aussehen. Weil es wichtig ist, dass wir dort die Meinung von den Leuten tun. Und dazu gehört selbstverständlich auch der Verkehr. Wie wir hier an die Verhandlungen gegangen sind, respektive an die Diskussionen, die wir mit dem Ministerium hatten, haben wir probiert, die Resultate, die beim Hashtag Neu Dickrech rauskommen, für die auch bestmöglich mit ablesen zu lassen, sodass unsere Ideen von den Dickrecher Leuten, die partizipiert haben, auch konsideriert sind für Verbesserungen in dem Mobilitätskonzept zu finden. Auch das war es wichtig. Wir haben das Projekt gestartet mit viel Aufwand an, dass wir auch die Resultate schon an dem heute am Plan National de Mobilité konnten teilweise mal ablesen lassen. Auch dafür, da war nicht mehr gegangen, weil die Ouverture vom Ministerium da war, für uns zu hören. Echte wichtige Punkt, dass die Dickrecher gar an Zug lehnt von Ettelbrück auf Dickrech. Par rapport zu 2019 hat die Deschlech Zulufahrten hin an Zregen mal 40% zugeholt. Den Zug spielt dem nur eine wichtige Rolle an der Mobilität zu Dickrech. Dafür sollen in Zukunft auch 2 Linien Dickrech auffahren. So will den neue Koalitionsakkord, aber nicht wie Ugang so durch den urbanistischen Projekt Hemmerich, mit durch dem Walebruch an Hemmerischer durch. So der Wunsch von Dickrech. Der Übergang von den Schienen an der Rödelindustrie soll nicht verschwannen, so wie mal geplant. Und das wäre etwas, was dem Chefrat definitiv nicht gefallen hat, weil in der ersten gewinnt, also zweitens ist das dem Quartier sein Weg voraus. Natürlich hat noch einen anderen Weg gefunden, den hat aber riskiert, über die Rue de la Brasserie zu laufen, das den letzten Lycée hier auf der Avenue de la Gare rauskommt. Und gerade
die Rue de la Brasserie, das grad eng wo o konträr den Schäferrot wollt Verkehrsberougen. Anert wichtigcht Oleies den Transittrafik. Wéi Analysen ginn hunn ass zurzeit 1/3 vum Verkehr an Dikrech op Gefierer zréck ze féieren, déi duch Dikrech durchféieren, also am Prinzip neicht mat der Staat ze dinn hunn. Dee Verkeier soll iwwer de Kontournement duch den Tunnel Herrebiersch aufgeleet ginn. Dobei gouf lot d'Idee vun engem Kontournement de Proximité zréck behalen, déi soll so no wie méiglech Zentrum droleien, fir dats och d'Awunner dovu profitéiere kënnen. Sorti an Entrée vum Tunnel ass an der Rue Clairefontaine. De Kontournement Gilstref war net engbar, weil heit Pont am Tunnel einfach zu groß war. Da Krämer könnt doch schiedfrieden nach immer, wie schon gesot gin ass mam Auto bis bei se Garage oder bis bei se Parkplatz, mit fir de Fleisch en andere Weh. Das nëmi de Weh wie man kann am Krees run zu hun eng an Axt, wo man dann die Stroos rukommen, da können wir vun der Stroos profitéieren fir an den andere Quartier ranzukommen. Und so kann ihn dann de Ker eventuell entlächten. Die ugedurchte Mesuren erlaubne doch am Kader vun #Neidikrich nei Wehr zu goen. Heitplang wesestikrich an de nächste Jore kenint verrenneren. Die dohannert as de sogenannten Filtremodell, wo Ambulanze, Busser, Veloner, Fußgänger Priorität genießen, an net mit dem Auto. Jidereen behält trotzdem meeslech geht, ma motorisierten Individualverkehr bis bei sein Doheim zu fuhren. De Ker vun Dikrich aber kann so autoarm gehen. 2021 nachfahret de Plan de motorisierten Individualverkehr an der Route Dattelbreck op der Hecht vun der Firma Astron zu stoppen. Die Idee as lo fahle gelos gin. Dat heißt, wann in dem Moment vun Ettelbreck oder vun Angeldorf kommen wär, da wären just bis dohinner kommen an net méi weit. Dat heißt, ein Zentrum wär nimme nach iwwer den Friedhof erreichbar gewicht, an gënnet méi vun der Seite vu Ettelbreck aus. Dat huet Eis dem Schafferrot net gefallen, fir ass dat eng sagt, die Gott sei Dank konnte ëmgeseit gin, dat Tech Mün am Funk den Filtermodell Pomalo an den Zentrum vun Dikrich gesat. Eis Idee oder Eis Bedenke war, mir hätte gern dat Leiit, die op Dikrich will kommen, die auch wollen als Geschäftsleiter unterstützen, dat ze vun alle Seiten auch bis an Dikrich rakommen, bis an Dikrich beikommen. Auch wenn man besonders lo Angeldorf von der denke weiter wird sich entwickeln, da werden noch ein paar Leute hinkommen, dass die aber Möglichkeit tun, für auch an Dikrich zu kommen. Mehr Lebensqualität ohne Erschränkung vom Privatleben, so kann den dazu zusammenfassen, was der Mobilitätsplan für Dikrich möglich macht. Bis 2035 soll die Mobilität 40% zuholen, dafür muss lo gehandelt gehen. Präsentation vom Dikricher Mobilitätsplan ist dann noch allgemein gut gekommen bei der Population. Bei rund 300 Leuten am Saal haben sich streng 10 zu Wort gemeldet. Detailer noch gefroht durch Skepsis vierbrucht, für allem zum Zeitplan von den Arbeiten. Aber Minister Spackes wurde wollen einer Strafvierung zu machen, dem nur die Veränderung von der Mobilität auch am Zentrum von Dikrich nicht mehr am Weg stehen. Am Kader vom 20. Anniversär vom CNVH haben die verantwortlich 2024 nicht nur die ganz extravagante Expo mit Modellen vom französischen Designer Robert Repron auf Dikrich gebracht, mehr unter anderem auch ein Tour du Président organisiert. Ein touristischen Tour mit Oldtimer und Youngtimer. Anfang Oktober war es soweit, und wir waren für euch dabei. Anfang Oktober samstes Moes am CNVH. Die Piloten und Co-Piloten, von denen 30 Autos, die sich für den Tour du Président angemeldet haben, sind invitiert für ein kleines Frühstück, ihre Lass geht. Invitiert waren all die Leute, die Museen die letzten Jahre mit ihrem neuen Konzept von längerfristigen thematischen Expo begleitet haben. Für Merci zu sagen. Und sie sind nicht mehr wie froh, dabei zu sein. Tür vom Präsident, ich will den Präsident kennen, der Präsident ist ein ganz guter Kollege von mir. Und zweitens, samstags, was hat mehr Flottes, was tut wir das, für eine Tour am Auto zu drehen? Ich fuhre neben gerne am Auto, hauptsächlich modernen Auto. Und, ja, mich einfach Spaß, auch für eine Kollegen zu sehen, die dieselbe Passion haben. Das ist einfach flott in dem Moment.
denke immer, wann ihr so etwas hört, dann muss ihn da doch irgendwie abbefuhren. Und könnt ihr auch Möglichkeiten, Sachen umzudienen, an sich Schwärme umzudienen. Und könnt kein schlecht Wetter, das geht einfach schüss schlecht Kleidung. Weil das heißt, dass eine Menschen Tour, weil wenn ihr in einem Skiclub fährt, dann seid ihr aus dem Ski, aber par contre, wenn ihr dann ein auf so eine Tour könnt, den allgemein organisiert das vom Musee zum Beispiel, da seid ihr alle Typen von Autos, da seid ihr alle Autos von 1920, mir auch mit neuen Youngtimeren. Und dafür ist es ganz interessant, auch mal andere Autos zu sehen, aber mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen. Tatsächlich scheint es eine Tour zu gefallen. Es gibt kein Klassement, da kein Frohen, ob der ihn antworten muss. Diese Rallye soll einfach nicht Spaß machen. Das ist an sich die erste Mal, dass wir so etwas mitmachen. Und wieso ist es ganz flott. Jeder möchte mit. Die Leute sind immens super sympathisch. Wieso ist noch kein Auto am Pan gefallen? Das ist immer ein bisschen das Problem bei der Sache. Aber top, wirklich. Relativ einfach. Es schafft den, für die Zeiten und Gehen zu kriegen, schafft die Jahre, bis es endlich geht. Und dann ist ich froh für seine Passion natürlich mit den anderen Leuten zu teilen. Ich muss meinem Mann immer so, wo es geht. Links, rechts, riecht aus. Und meistens klappt das nicht immer so. Wir fahren ganztags falsch. Und da seid ihr immer schöne Sachen, die andererseits nicht gesehen. Und dann, als er aber Frau noch gut 50 Kilometer fuhren, seine Erlebnisse bei einem flotten Mittagessen mit anderen auszutauschen. Für das Komitee vom CNVH für ein paar Jahre gewechselt hat, da man Georges Carbon ein Konzept geführt hat, da hat der Club Mundmembren verloren gehabt. Den Tour du Präsident aber weist, dass er lo Neuleute mit an Bord sind am Musee, die sich so richtig wohl spüren. An der Basis ein Moment mit unseren Membren organisieren, dass wir als Member mehr connectieren zu unserem Musee. Aber wir merken aber auch, dass ganz viele Leute drüber hängen haben, die teilweise nicht Member sind, die irgendwie durch eine von den letzten Expositionen animiert werden an die Dynamik von dem Musee gerne mit uns teilen, an das ist super Success gehen, das Niveau von den Diskussionen. Auf allen Niveau technisch und kulturell überrascht uns immer mehr und wir werden ganz sicher noch mehr so dynamische Aktivitäten machen. D'Expo vum Dickrecher Fotoclub am Hirsch ass all Jore Mast. Die kreative Fotoausstellung interessiert immer nees eng grossen Zëlo Leiit, déi hai vun alle Genren a fir all Gueppes fannen. Vun dësem Jo runn ass d'Ausstellung net méi wie bis se Wellgewinnt an der aller Kirch méi am Kulturhaus. An dat war noch beim Vernissage eso richtig voll. Sicher lore doch drin, dass der Lieu Mannerplatz für eine Vernissage bietet wie ein Kirch. Aber die Ouvertüre von der neuen Fotoclub-Ausstellung am Kulturhaus hat halt nicht ein Kehr gewesen, dass ein Event sich Leute an interessiert. Das wird geboten, dass da noch richtig gut Qualitätsfotografie. Die Leute aus dem Fotoclub, sie können die Stuhl bleiben. Wen Heimat möchte, muss absehen, für neue Wege zu gehen. Nee, also bei uns ganz wichtig, dass wir all Jahr anfangen, als sich weiterentwickeln, beginnen zusammen Ausstellungen gucken, wir workshoppen, wir schaffen ein neues Bild, wir schaffen neue Ideen, neue Inspiration. Und ich denke, das, was die heutigen Ausstellung interessant ist, Variabilität, verschiedene Stile, verschiedene Sujets und immer neue Interpretationen. Weil der Fotoclub so ein offener Geist hat, hat sie hier eine ganz große Novität. Zwei ganz junge Künstler von nicht mal 10 Jahren, die exposieren. Einmal den Thun Hermann, den Alltagsgegenstand ganz neu belicht, und dann Jill Behrendt, der Ziehharmonika-Fotografien ausstellt, aus dem Arbeit noch schon richtig selbstbewusst vertritt. Es sind Jill Behrendt, 8 Jahre. Und meine Idee war, soll ich auch die Idee sagen? Okay.
Meine Idee war, bei meiner Mama an der Schule habe ich die Idee halt gesehen. Ich habe mich evaluiert und hat halt evaluiert und dann haben wir halt probiert zu machen, so gut wie möglich noch zu machen. Wie es ging, Kassav habe ich die Foto gemacht. Und das Topfstiftchen. Von der einen Seite gesagt man die eine Foto, von der anderen Seite gesagt man der andere. Das war so ziemlich die Idee an der Sache. Das zwei Beispiele weisen auf alle Fall, dass es sich lohnt, nur viel zu gucken, nach Sachen zu wohnen, wo andere mal nicht am Dram dran denken. Es sind Eltern, die als Member sind ganz klar, ne, die eine Passion dorthin bringen, wo dann eben noch viel über Fotografie geschwärzt wird, da wird passiert, weil du das mitgeholt. Das mitgeholt, wenn wir Workshop haben, sie gucken nur, sie interessieren sich, sie wollen gerne ein Fotoapparat an den Grab holen und sie fangen an zu fotografieren. Und wir sind ganz klar offen für so Projekte, also Experimente, und das Resultat weist aber von recht. Natürlich hat der Fotoclub auch viel andere interessante Fotos von ihren erwachsenen Membern zu bieten gehabt. Dem tun sein Pap zum Beispiel die Resilienz von der Natur auf der Vulkaninsel La Réunion festhält. Oder der Nicole Lanners, ihr Roboter, die aus anderen Fotos Motive neu zusammengesetzt wurden. Sie invitiert den Zuschauer die Origine von diesen Wesen zu forschen. Der Marie-Paul Weiss-Bertels hier Fotoen goufen mit der ICM-Technik an der Letzteer Tram realisiert, wo die Passage von der Zeit an der man durch Bewegung festgehalten wird. Sophie Beckriver Dems reinterpretiert von ihren Lieblingskünstler de Marcel Duchamp. All können mir sie noch nicht abzählen. Am Ganzen sind es 13 verschiedene Künstler mit 13 unterschiedliche Werke, denen dieser bemerkenswerte Expo bewundern konnte. Sowohl Zuschauer wie auch der Fotoclub selber waren einfach begeistert. Wir sind neu, also ich fand die Galerie von mir super Environnement. Belichtung hier als top fand ich. All Bild hat seine eigene Position, seine eigene Lurt. Schon nicht ganz ideal als Dinge. Und natürlich, Karin Welter sind im ganzen Host, sie ganz froh heute zu sind. Um Friedhof bei der Tankstelle aus Zentrenger Zeitschne Foodtruck installiert bei allem Rapport so Sondes. Mode vun de Restaurant op Prieder schenkt ungebremst. Wer aber motiviert Leute sich man so eng Iskamion zu lancieren, anders het einfach sich mat iwwer Wasser zu halen, fir dat rauszufannen, waren mir bis längst gucken. Eigentlich ist Time Machine kein Foodtruck, mehr ein Food-Doppeldeckerbus. Ob schon für Cheyenne Fink für einem Jahr alles mit einem kleinen Fiat Ducato angefangen hat. Da war wendet der große Renner. Das ist auch ein Grund, für warum wir den Bus geholt haben. Es ist an dem Kleinen nicht aufgefallen. Leute haben mich übersehen. Es war schön, weil es definitiv überzeugt von meiner Wohl. Und ja, mein Bus ist fahren ab. Leute gesehen mich, kommen viel mehr Leute. Leute schwatzen mit, das ist gut. Dabei waren dem Cheyenne sein Plan am Anfang ganz anderer. Am Anfang hat er eine Lehre als Bürokauffrau bei seinem Pap am Betrieb Friedhof gefangen. Für den als Gesundheitsgrund für uns 2 Jahre zugemacht wird Cheyenne müssen umdenken. Du kommt die Idee für dich mit dem Ducato Foodtruck und du nur mit diesem schönen Touristenbus, den so umgebaut wurde, dass ihn halt gemütlich bald wie im Restaurant dran essen und trinken kann. Ich koche noch daheim gut nicht. Ich koche die ganze Woche genug dafür, sonst dann immer zu meinem Mann. Ich koche in der Woche, wenn es etwas will, dann kann man zu viel drauf. Daheim koche ich gut nicht. Nee. Kaum zu gelegen, wenn ich guckt, wer Cheyenne alles optisch aus seinem Bus. Er ist alles homemade, darauf hält Burgermausi, wie sein Klient hat nennen. Da bringt er noch Entretemps etwas ran, auf an 12 von Klienten von Tag zu Tag stark variiert. Aber für so Foodtruck brauche ich für allem eine lange Note. Ich habe ein kleines Mädchen daheim von 1,5 Jahren. Das heißt, er kennt vieles nicht kurz, aber ich weiß, irgendwann rentiert sich. Weil, keine Ahnung, das Montärsgewölbe ist schon noch tätowiert. Ja, das ist mein Baby. Ich bin ganz stolz.
Fazit fir e Burgerfoodtruck brauchen gut Essen, viel Energie an e lauter originell Ideen fir d'Leit bei Laune zu halen, da kann et durchaus klappen. Gut zu essen gëtt et auch immer op der Journée du Grand Âge, wo all die iwwer 80-jährig vun Dickrech gefeiert ginn. So viele Tradition vun der Amikal vum 3. Alter Dickrech, déi all Joer Ufang Oktober op des Flotfest an der Seerei invitéiert. Mir hunn die beste Momente vun der Journée du Grand Âge 2024 fir Ich festgehalen. Da gesagt den Kleid, da sind ënnerte Leiit, da sind net so lang, da hemmer sind lang. An Hai also bei der Front. Wie Haieisen Dëch sind als Freund, die ma all woch 3-mal woch gesinn. Ma Joch geier do endlich och zu denen do vum 3. Alter an eng Mamas eben och alias Hai an meng Fra an die huet mich iwwariert fir och Hainer zu kommen, fir mat zu kommen. Meet gefällt mir aber gut. Die ganze Geschichte von Jaifer Flotter dat gemerkt vun der Gemeng a vun der Kommission vum 3. Alter, da soll ja sommer Flot wie hin zu kommen. Dat is super. Get lo nach gedanst. Da si immer direkt dabei. Wonnerbar gees. Und das még echte Keier, dat ich heimat dabei sinn. Du schon mich Überraschung gelos méi die Überraschung ass gelungen. Tipp top. Da wollt ma woch nach e klenge Rückblick op de Forum International pour Flûte et Piano machen, den dëse Summer scho fir 36. Keier stattfand huet. Et ass dës eng Initiativ vum Flütist Carlo Jans, den an der Zeit zu Dickrech Musikkuren am Konservatoire aufgehalen huet, an Europäen Studenten aus der ganzer Welt emol am Joer wollt am Scheinestiertchen Dickrech an enger Summer School zu Summe bringen. Wir waren an de Kurlussen an hun aus den Aufschlusskonzert vun de Studenten a Studentinnen ugelauscht hat. Den Optakt vun all Forum fir Flûte et Piano ass ëmmer fir d'Profen. Am Aufschlusskonzert do sollen Studenten weisen, wat sie an den 10 Deeg vun der musikalscher Summerschule geléiert hunn. De Niveau dobei gëtt ëmmer besser. Dat die 36. Edition immer feieren, natürlich aus der Mufang ass dat bës Millieus ugange. Ich gesinn dat Joch schon seit engerei vu Jaren an ich muss so vu Jaar zu Jaar gëtt immer besser. De Niveau gëtt immer besser an gesit joch fir den Auditionioun war de Leiit Publikum wat de gefall huet sich menggen wir sind die nächste Jahre dabei. Ja? Méiglech ass de Forum International pour Flûte et Piano duche perfekte Summespeel mat verschiedenen Akteuren. Dem Staat der Gemeng verschiedene Servicekluppen an anderen. Dat funktioniert wie Rietchen och nach nur 36 Joer. Gemeng stellt die Kirch zur Verfügung fir d'Konzeren. D'Studenten vum Forum sind die 10 Deeg vun der Summerschule am Internat Jos Schmidt in Erbrucht, enseigniert gëtt am Konservatoiren am Kolleg. Dobei gëtt eng finanzielle Unterstützung vu Staat, Gemeng a Sponsoren. All Joers méi stressig, ëmmer mi flott, ëmmer méi international. Ja, dat eng se die wiest, worüber es natürlich immens freeen. Melodie man enger fir Flötisten an Pianisten vun 22 verschiedene Nationalitäten. Ich mein dat mech e Frau, dat gesäit, dat de wikege Rendement huet, weltweit.
Die Deel holen nun net nëmme viele unterschiedlich Nationalitäten, et gëtt auch von allen Alteren, déi keier vun 12 bis iwwer 50 Joer. An als alle gesellschaftliche Schichten, wie keng Moyen huet kritinedische Unterstützung. Geburten ginn dobei Kurre vun heichkarätesche Profen, déi ha wären 10 Deich an Reneen all da enseignieren. Eppes wat besonders die jungen Studenten und Studentinnen zu schätzen wissen, die eng professionell Karriere streben. Lots of knowledge, because there are so many different teachers who give different opinions about everything, like the same piece. They say completely different things, and that means I can choose and decide which I like better. And also many new techniques on the flute that I didn't know about. So yeah, knowledge basically. Je l'ai trouvée vraiment très enrichissante. J'ai fait de belles rencontres et je pense de beaux progrès. On a eu la chance d'avoir des cours collectifs axés sur des points très précis de technique qui donnent beaucoup de pistes à penser pour le futur. I really like it. I really enjoy it. I like that we have time to practice. I like that we have lessons every day. And I also feel a lot of nice atmosphere with all of my colleagues. Also the fact that we all live together, it's really nice. We eat together and we also share comments from our lessons. So it's also really important to share your comments with your colleagues. Yes. Would you come back? Yes, definitely. Next year. De Forum International pour Flûte et Piano ass natielech weit méi wie just eng Musikschchoul ëmmerhin komme während dem Event Schüler a Schülerinnen aus der ganzer Welt ze summen, fir wouel zu musizeieren, awer sech an enger friedlecher Atmosphär auszutauschen an zu begenen. Vun Umfang go schon ass dofir Roman vun als Sommerschoun Aufschlusskonzert or Barbecue, wo no 10 Deich langhardem Schaffene bëssen ausspanne kann. Zanter dem lächte Joer si fir de Geleenheet iwwerschen Sort Sponsoren invitiert, fir hinnen d'Méiglechkeet ze ginn och mal déi kennen ze leeren, déi sie finanziell ënnerstëtzen. Place Guillaume, genannt Kloster, huet hire Numm net vun ongeféier. Ëmmer Hinstung hai direkt nief der Porkirch e paar 100 Joer e Kloster. En 2023 wären et gené 350 Joer hier, dat Franziskanerkloster zu Dickrech Signieren opgemacht hat, fir d'Dono Virogung, dat belichte ma haut an der Rubrik 1 Minute zréckgekommt. Notabilitéite vun Dickrech sowie Geestlecher an Adlecher aus der Region hatte schon den 28. November 1664 eng Demande und de König Philipp IV. Gemacht fir e Franziskanerkloster zu Dickrech ze grënnen. Eoer Dropscher gouf den Orden an engem klengen Haus an Dickrech ënnerbruecht. De Grundsteen fir de Couvent de Récollet war de 16. Juli 1671 geluecht ginn. 2 Joer Drop konnten Franziskaner anzeien, sowohl Kloster wie auch sei grosse Gärd, wo sich op der heitescher Place Guillaume ausserhalb vun de Stadtmauere vun Dickrech befand. Et gouf normal Pläne fir e botanische Gärd mat Parkanlach unzeleen. 1796 no der Franzéscher Revolution gouf Kloster allerdings opgeleist an Gebeilechkete versteht. 1825 huet Gemeng dat Fréier Kloster opkaft. De Gärd gouf zu enger Plazem gebaut an 1830 am Gebei eng Mittelschchoul opgemach. Die Franziskanerkirche an den Deel vum Kloster goufen 1867 aufgehabt, fir heit die neue Dekanatskirche opzerichten. An dem rechtlichen Deel vun der Klosteranlage goufe Wuninge fir de Klerus agericht. Wenn no der Ardennenoffensiv am Winter 44/45 Kloster komplett zerstört war, goufen Altgebäier 3 Joer mi spät aufgehabt. Haut befand sich op der Kloster Gericht, Porkirche und Grundschule, der Rest vun der Platz denkt als Parkraum. Für uns Solidarität und de Courage vun de Lützebeer während der Nazi-Okkupation zu erinnern, als all Oktober am ganzen Land eng Journée nationale de la Commémoration. Auch heute zu Dickrech war es am 13. Oktober nie eine Gedenkzeremonie, bei der Vertreter von der Amicale uns Jungen, der Ligue Luxembourgeoise des Prisonniers déportés politiques, dem Militärmusée an der Gemeng Blumen beim Kriegsmonument neben der Porkirche näher gelöscht haben. Genauso wichtig wie Blumen näher zu lehnen, als aber auch weiter
Änderungen vun der Erinnerung und die jungen Generationen. Der Mikalons jungen armeescher Dickrich hat dofir fir une pu Main eng Féierung vun enger Schulklasse aus dem Lycétechnik zu Ethelbreck beim Monument vum Kreiz Weber der Sauer, dat auf 14 Stationen dat ganz Lied vun den Enrôlés de Force opzeechchen. Zu Dickrich ginnet am ganze 4 Monumenter, die op die eng oder einer Manier und den Zweite Weltkrieg erinnern. Ein davon ist der Calvaire des Enrôlés de Force, dat 1981 Länsch Zauer opgeriecht gouf. Ufang Schuli hat der Vertreter vun der Armee Kalons jungen armeescher Dickrich do eng Féierung mat enger Korpralklasse. Die 12 Schüler am Alter tuch 17 und 18 Jahre ginn trop prepariert fir an d'Armee ze goen. Nieft ihrer militärischer Ausbildung ginn dobei auch viel Visite gemacht, wo sie sollen e geschichtliche Background kreen. Ich fand eng ganz von Aktion, weil jung Leute, die en andere wie Qen, wie zum Beispiel auch die Generation von den Leuten, die das präsentieren, die das von den Eltern kannten. Und dafür fand ich interessant, für dann den Leuten das so zu erzählen, das zu weisen, für dass sie immer vielleicht ein bisschen mehr bewusst gehen. Und dann auch irgendwie für eine Ahnung, wie das war, für ein paar Jahre hier, von mir als Lohr im Krieg in Europa ist. Und die sich freiwillig melden für die Armee, dass sie gesehen, dass schon für ihnen eine Generation da waren, die hier das Engagement gelegt haben. Gerade für die Jungheit ist es so wichtig zu hören, was es heißt für Kriegers. Denn Ernie Lamborel und Jim Schuller von der Vereinigung uns jungen Armeescher klären sie ab über die Einzeletappen vom Rekrutenlied am Zweiten Weltkrieg, angefangen mit der überraschenden Invasion. Die muss ich bewusst sein, damals war es so, die Lützeburger hatten schon irgendwie immer so ein Gefühl, wie wenn etwas Laufen wäre an etwas kommen. Aber genau die Teile hatten wir nicht, selbstverständlich. Das war eine Aktion, die ganz sehr von den Preisen gestartet ging. Natürlich war Lützeburg ganz sehr überrannt. Und da als Hai zu Lützeburg für ganz viele Leute eine große Misere gegangen. Die großen Fehler an der Abschätzung also sich gemerkt gehen, dass Lützeburger oder viele von Lützeburg nach dem Ersten Weltkrieg am Kopf hatten. Und das war eine militärische Besetzung damals. Und Lützeburg hat gemerkt, die Bevölkerung, das wird eine militärische Besetzung sein. Sie kommen nach hinten, und wir haben mit der polnischen Besetzung, Militärbesetzung zu dienen. Und damit höhlt sich. Man muss gucken, ob wir da durchkommen. Wir wissen aber nicht spät, dass spätestens im September 1940 schon die Gauleiter kommen ist. Und da ist es gegangen für Lützeburg einzuverleiben ins 1000-jähriges Reich. Wir übersprangen praktisch 2 Jahre. Ne? Aber den 30. August 1942, das war auf Feuersonntag. Auf Feuersonntag hat den Gauleiter Simon eine ganz große Manifestation an der Stadt, an den früheren Ausstellungshallen abgerufen. Und an den anderen wollten den Tag den schlimmsten Dekret von sich gehen, wo an seiner Amtszeit gemacht hat. Da hat einfach gesagt, voilà, all Lützeburger Jungen zwischen 20 und 24, was aber noch bis auf 27 Jahre hochgehen geht muss an die Wehrmacht, also geht angezogen. So habe ich schon viel immer gesehen, diese doch eine Armeesklasse kann sich Stadt vorstellen, dass du einfach in fremdes Land, auf Lützeburg könnt das so verloren, muss ich an die Wehrmacht gehen. $11.000 Jungen sind demol sage zu gehen. Du hast auch den Begriff ans Jungen entstanden, Jungen von der Nation. Aber die Nation hat sich nicht einfach Gewerde gelos, auch wenn es Jahren dauern, bis die Resistenz hier Früchte gedrohen hat.
Nom Arbeitsdienst, de Schikanen und den Zwangsrekrutéiert an der militärischer Ausbildung kom schließlich den Embarquement Richtung Front. Aus Angst für eine Kollaboration mit dem deutschen Feind goufen Lützeburger viel a Russland geschickt, wo sie sich nicht verständigen konnten. Den Ernie Lamborel und Jim Schuller machen bildlich, was damals an der Front aufgelaufen war. Da sitzen dann do die deutschen Soldaten dann noch mit diesen Lützeburger Jungen. Wat mengt wat wir gefiel das die hatten. An dabei wussten sie auch nach, dass sie nicht für Preise kämpfen, aber sie mussten. Und sie mussten ob hier alliiert op scheißen. Könnt ihr das Gefühl vorstellen? Ja, und dann was am Schützegraf was an die Gesugegraf. Was du nicht scheißt, ne? Ja, da schießt hin auf dich. Nee, oder was die Verand gehst, überlauft gehst. Und was du dich nicht weißt, ja, da warst du selber drin. Und der Feind, die alliiert einerseits, ob das die Engländer waren oder die Russen waren, die wussten ja nicht, dass hinter an der Amerikaner oder an der Uniform, an der Nazi-Uniform, die konnten ja nicht wissen, dass das ein Lützeburger. Eng Party zwangsrekrutéiert Huwel probéiert dem ze entkommen, awer dacks mat Konsequenzen. Fir vill vun hinnen Stongument Todesstrof, anrer sinn a Kriegsgefangenschaft beim deitsche Feind gelandt. An noch nom Krich war de Leidenswee fir vill zwangsrekrutéiert net riwer, Tausende vun hinnen hu mussten als Invalid weiterliewen. Dat ass ein Thema, wat haut zwar net wie soviel geschwert gëtt. Ech kann mich erinnern an der Zeit, wie ich so bouf war mir an Stadt mat engen Eltern gegangen sind, du hast du andauernd Leute begéint, die an engem Rollstuhl kommen sind, aber dat war kein Rollstuhl wie heute. Ne? Oder irgendwie mat engem mat zu kretschen und so weiter. Ne? Also dat huet doch ganz viel an net nëmme eng D-Punkt, dat se körperlich irgendwie blessiert waren. Ne? Ich gif so und ich gif gerne mal wissen, wie viele Leute, die am Krieg waren, die do in den Fronten mussten do leben, wie viele Leute do irgendwie mit psychischen Problemen geplot waren. Et war schon ein ziemlich harter Package, denn die Jung do für und Nuss gesagt kruten, sie sollten aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Menge Meinung nur das mega interessant, aber gleichzeitig auch sehr traurig zu wissen, dass als ein kleines Land dann überfallen gouf von so bis Leute, von so radikal Leute, weil mir gesagt, wir dürfen nicht kämpfen, wir wollten nicht kämpfen, wir wollten nicht bringen, weil wir wollten wirklich neutral bleiben, wir wollten nicht und ja, und Preisen wird nicht respektiert, und sind als Landüberfall laut zu hören, dass wir die letzten Bayern an der Russenfront waren und an die anderen Fronten, das ist krass zu hören. Weil gleichzeitig denkt ihr noch, könnte ja vielleicht mein Urboom sein oder Urboom sein, die da war, an der gewissen Teil hat es das. Aber das ist schon, wir sind froh, dass unser Land nämlich so ist, wie es war, und dass die Sachen sich stabilisieren. Und das war wichtig für uns. Das ist flott, dass sie sich für die Geschichte so interessieren, dass sie wirklich realisieren, was damals geschieht ist und dass das nicht mehr rum kommt. Dafür müssen wir die zweite, die dritte Generation das hochhalten. Bei einem Monument stehen als eine Sache oder wichtig, mit die persönliche Geschichte weiter erzählen, das lässt Oplauschen, staunen, also sich bewusst machen, dass es gar kein Selbstverständlichkeit ist, für einem friedlichen Land zu leben. Die Station 14 Ende dieses Monuments sind dafür all denen merci, die den Zwangsrekrutéiert am Krieg geholfen haben, gerade wie den Alliierten, die sie befreit haben. Auch das war alles ernst wie selbstverständlich.
Dummer das als Emission vun Haut awer River ëch ginnech dannrem Rendevous a genééier Wochen fir als Novemberemissionioun vum Reech ënner andere Matwellen an eng vun den Ebergementstrukture fir Seniorenheit zu dikrech. Firéich dawer gëtt Lomoll nach den Agenda mat alle wichte Manifestatiounen. Ädi a bis geschwun. Nach bis den 3. November lebt am Kulturhaus die 21. Edition vom Festival de la Gravure, wo Künstlerinnen und Künstler von überall aus der Welt ausstellen. Dekehr sind 112 Gravuren exposiert. Am Mittelpunkt steht ein argentinischer Künstler, der für kurzem verstorben ist. Den 8. November invitieren Kommissionen vom interkulturellen Zusammenleben an der Chancengleichheit von der Eurovision auf eine neue Edition von ihrer Soirée Cubaine an der Seerei, wo in auf lateinamerikanisch und afrokaribisch klein tanzen kann. D'entrée ist gratis. Den 18. November da fängt die 5. Edition vu Kaf Lokal an denger Nordstadt an, wie 5 Mal an der Nordstadt erkäft, 5 Stickeren op senger Fidelitätskarte sammelt, an das bis den 12. Januar 2025 an enger vun de 5 Nordstadtgemengen aufgëtt, kann er Kaufsbongen tcht 100 an 500 € wannen.